für Zentren an den Herr Moser Ludwig. Ja, merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Madame Ministerische Bürokratisation an Überreglementation hat auch zu Lützeburg der SPLen erreicht, ganz besonders die ganz viel wertvoll Benevolen, die da erneut für die SPLen schaffen, die sich am dicksten von den ganz vielen Prozeduren quasi nicht mehr rumfannen, wer dazu feiert, dass leider Gottes auch immer mehr Benevolen Flemm kreen, wird natürlich nicht gut, als auch für das Sozialleben, Vereinsleben an unserem Land. Hier gibt es hauptsächlich Schwierigkeiten ob einer Reihe von Punkten. Ich gehe vielleicht aufhängen mit dem RBE, den Registre des Bénéficiaires effektiv. Ihr wisst ja alle gut, weil ihr doch vielleicht schon selber gemerkt habt, das ist ein Exerzice, der nicht immer ganz einfach ist, der viel Geduld an Zeit verlangt, für Führung zu kommen, auf für Benevolen, die auch schon sich extrem viel für Vereine ersetzen, das nach nirgendwo zu machen, ist wirklich nicht immer ein Honigschlecken. Und das ist den ersten Punkt, mit dem ganz viele SPLen hier Probleme haben. Und da könnt ihr auch dabei, und das ist dann hauptsächlich der Fall für SPLen, an der haben wir ganz viel am Kader von ONGen, die auch im Ausland aktiv sind, wird immer mehr schwer für Banktransaktionen zu machen, weil auch immer da mehr Konditionen gefragt gehen, notamment werden Kontrolle vom AML betrifft, an noch do muss ein Spezialist am ML sinn, fir überhaupt herauszufinden, wat vun engem verlenke, dann drittens last but not least gesinn auch immer méi SPLen sich mat riesige Probleme konfrontiert, wann se einfach in a banale Banke kommt willen opmerken, werd auch haut mat riesigen Schwierigkeiten verbunden as an do sinn auch ganz viel SPLen, die net mi anderen mi ausfüsse, fir überhaupt so en Banke kommt opgemerkt zu kreen. An do wennst wolltech eng Reihe vu frohe Stellen noch wissen, dat Madame Justizminister natürlich für die ganze Wolle Banke komten net zuständig ass, werde ich auch ich meine, das der nächste Chambersitzung generell zu der Thematik von der Banke komten eng Question Elargie ha stellen. Ich wollte der Woche am Kontext vun den SPLen enkehr so. Echtens froh, die ich wollte Madame Minister stellen ass, ich ging davon aus, dat der Problematik voll bewusst ass wat ze generell wild eigentlichen erholen fir den SPLen liewen ewer bisselchen mir einfach zu machen. Mg Zweetfroh hat dann habt sech mam RB zu dienen, fir zu gucken, ob net awer kennt do die Prozeduren bisselchen mir einfach gestalten an hauptsächlich auch die ganz viel Nofroen, die do SPLen gestalt gi vielleicht auch den Leiit, die dat muss machen, noch gewissen Beistand do zu gin. Eg drittfroh, die ich wollte stellen, als die op die ganz Probleme, die ich aber stellen, Madame Ministerisch gewillt, dass eventuell auch das SPLs Gesetz op den Lecht zu holen, weil ich mengen, dat mis den noch vielleicht den Realitäten von Haut ein bisschen oppassen, dann feiert froh, als fir zu gucken, ob net eventuell eng Lesung fannen fir ganz kleng SPLen, die as sich net viel Transaktionen zum Beispiel noch kein großes Kapital hunn, die vielleicht vu gewissenen Obligationen, die agin durch die verschiedenen Gesetze zu entlernen, an eng Lächtfro bis an demselvichte Kontext, ob net auch mis nodenken, irgendwie eng Struktur en place zu setzen, wird nach eng Struktur allégé par rapport zu den aktuellen SPLen. Also, da Madame Justizminister schon am große Merci für die wertvolle Antwort, die sie mal wert gibt. Merci, Herr Moser. Dann huet die Regierung tut. Madame Minister.
Merci, Herr Präsident, und ich gebe dem Herrn Moser merci so für die ganz wichtig froh, das wichtig, dass das Berlin zu Lützburg können funktionieren, das wichtig, dass Benevolen nicht demotiviert sind durch die vielen administrativ Hürden. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wichtig, dass es Regeln gibt, für wie AS Berlin soll funktionieren, wie Decisionen geholt gehen, wo die Responsabilitäten sind. Ich meine, da sind wir uns ganz ähnlich. Vielleicht denke ich, auf den Kontext zurückzukommen vom Gesetz von 2023, weil am Anfang der Kader modernisiert hat, nachdem es bald über 100 Jahre das Gesetz von 1928 schon wiege, weil der Tisch war wirklich schneidig, einen neuen Kader zu haben, an das Berlsgesetz an das 19. Jahrhundert zu bringen. An dem muss also auch viel Rätsgewirrscht von so Melstandarden und Kaffeestandarden anzupassen. Ich bin mir aber bewusst, dass an dem Jahr extrem viel bei Ihnen kommen ist für das Berlin, weil die das schon gesagt, dass auch notamment das Gesetz über den RBE gestimmt, dass das Berlin sich an dem Jahr auch müssen wir den als Nähsätze, was da alles müsste machen, was hier rechnen, was hier Pflichten wären, an do vieles bei Ihnen kommen, da sind wir uns durchaus bewusst. Das Gesetz hat also den Merit, dass es ein modernisierter Kader geschaffen hat, eine reife Vereinfachung Matzesprüche, notamment die Möglichkeit, AG in der Konseil à Distanz zu machen, dass ich nicht mehr muss immer die Liste von den Membern deposieren, all Jahr aus dem RCS, der Homologation bei Gericht für Statutenänderungen nicht mehr nötig ist. Auf der anderen Seite, an die du geschwätzt sind natürlich auch eine ganze Reihe zusätzliche Obligationen, ob das Berlin durchkommt. Und du gebe ich gerne kurz auch auf das Ago, was wir am Moment schon machen, und was wir auch envisagieren für die Situation Rechnung zu tun. Du den RBU geschwätzt, du haben ein Helpdesk en place gesagt, speziell für das Berlin, wo spezialisiert Personal auch rekrutiert, gehen aus 4 Ebenen AS Berlin auch zur Verfügung zu stehen. Das auch gibt Assistance, den du im Site fand, den Site vom LBR aus frisch gemacht gehen, und das war ein bisschen intuitiv aufgebaut. Die können direkt pro Demarche gucken, was er will machen, und dann geht er direkt auf die richtige Seite gelegt. Dann gibt es noch eine Spezialseite für das Berlin, wo sowohl Modelle für Statuten zu finden sind, Modelle für PW und auch für den Depot, genauso wie frequently asked question. Also den LBR oder so massiv auch an Zöllstellung von den AS Berlin investiert. Was lot froh ist, wie wir ihnen können wir einfach machen, noch da sind wir informatisch am Gang, um eine Lösung zu schaffen. An den meisten Fällen ist es so, dass der Beneficiär effektiv auch tatsächlich Membre vom Conseil d'Administration sind. Das heißt, wenn ein Depot gemacht wird von den Membre vom Conseil d'Administration, da soll möglich sein, dass ich just muss so ein Click the Box, und da geht das automatisch am RBE auch à jour gesagt. Das heißt, die Idee ist wirklich viel mehr die Registre ins interkonnektieren, dass den Marsch nicht 3 Mal muss machen, wie wenn in so Mercedes möchte, dass sie automatisch auch RBE gemacht ist. Das ist leider nicht möglich, sie komplett zu exonerieren von den Anti-Blanchiments-Direktiven und Reglementen, weil da fallen sie drin als Person moral. Wir probieren aber so einfach wie möglich zu machen. Und der Fakt, dass sie am RBE sind, kann auch helfen, für die Bankkonten abzumachen, weil die Bank dann nicht selber muss Due Diligence machen, wir just an den RBE gucken kommen mit den Sozio, die gibt das Thema von den Bankkonten nach einmal ja auch thematisieren, wo ich leider nicht viel mehr kann so wie das tut. Was das Gesetz von 2023 belangt, meine ich, ist ganz wichtig, dass ich nicht all das Berlin an ihn Dippe gehalten. Und das war mir besonders wichtig, nun Caritas-Skandal, wo ganz viele Stimmen auch kommen, sie für zu so, wir müssen mehr Obligationen für die Gouvernance, wir müssen mehr streng gehen. Und war mir wirklich wichtig, dass wir dolo nicht das heutige Gesetz auf all das Berlin Obligationen reperkutieren. Und da werden wir auch aufgepasst an den Arbeiten, die wir mit der FEDES auch am Moment feiern, für eben justement zu gucken, wie die Gouvernance kann verbessern. Wir von denen Berlin die Suche vom Staat kriegen, respektive die Konvention vom Staat. Ich meine, da muss ich wirklich den Unterschied machen. Wir haben viel groß aus Berlin, die ganz viel Responsabilität drohen, die auch für den Staat über die Konvention eine ganz Reihe Prestationen leisten. Mit der heißt nicht, dass alle Kehleclub, Fischerclub, Basketclub muss dieselben Obligationen erfüllen. Und das war mir wichtig. Und du wennst, in dem Moment doch gesagt, ich will nicht, dass man an dem Kontext ganz aus Berlin schaffen. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass das Gesetz von 23 ein bisschen da ist, dass die erste Erfahrungswerte auch von den ASBL. Ich hatte auch schon eine erste Entrevue mit VOCO, die eine ganze Reihe ASBL vertreten, die eine ganze Reihe d'Allianzen auf den Weg gehen, für praktische Sachen, über das Funktionament vom Conseil, von der AG, wo sie der Meinung sind, dass die Sache wir einfach machen. Wir gucken die ein zu ein. Ich werde dann eine ganze Reihe anderer Gespräche führen, und an dem Sinn ging es schon Mengen, dass wir zur Konklusion kommen, dass ein
Reihe von denen Ideen ganz berechtigt sind, dass man giffen Amendementer machen zum ASBL-Gesetz für eben justement mehr Flexibilität und noch eine Vereinfachung für besonders auch die kleinen ASBL. Ich meine, muss wirklich einen Unterschied machen, dass wir ganz viele ASBL zu Lützeburg, wir müssen aber gucken, dass man das System nur am Platz von den Realitäten von den verschiedenen ASBL Rechnung dreht. Merci, Madame Minister. Huet den Herr Moser noch eng Zusatzfrau. Herr Moser. Ja, merci für die, Madame Justizminister, für die ganz extensiv Antwort. Ich wollte noch eine Zusatzfrage stellen, weil ich weiß, dass doch die Justizminister genauso wie wir, und ich meine doch schon an der einen oder anderen Question parlamentär, auch die Menge andere Kollegen schon noch geantwortet hat, dat as Situation vun den ASBL per contre per rapport just mal all den Reglementationen. Ich mein, du hat Madame Justizminister geantwortet, da wäre ein groß Zuel vun ASBL, die net compliant wird, die Gesetze nicht so respektieren. Ich wollte just ein aber op Punkt op mir machen, wo der wichtig wäre mengen ich Madame Minister, dat mir ever Leute informieren, geht jo net nimmen drum, dat der Asbellen dat machen dat ze an der Reise sind, geht och eng froh vu persönlicher Haftung. Weil wann die Asbellen net compliant sind, da spielt die persönlich Responsabilität von all einzelnen Member respektiv Member vom Conseil an der kann eng Responsabilität bis op Privatvermegen von de Leute sind. Der Tisch ass net egal, wann die ASBL net konform sind. Denke die Frau opwerfen, schmengen sie dann wichtig an dem ganzen Kontext. Wenn ihr das richtig gesagt habt, die frohen Hunsch beantwortet Periode transitoire effektiv River war, weil wir eine Periode transitoire für den ASBL zu erlauben, ihr Statuten umzupassen. Bon, weil das wollen sie nicht machen, da sind die Dispositionen an den Statuten, die nicht konform sind zum neuen Gesetz, die Reputé non écrit. Da das en tant que tel keine Katastrophe, das ist natürlich nicht gut für das Funktionament von den ASBL. Das sind dann nicht forcément, wo sie no Probleme kreen mit ihrer Responsabilität, mit das aber wichtig, und du wenn sie auch all die Kampagnen gemacht, du wenn Summer LBR, pardon, all die Informationen verfügbar für eben justement ASBL zu helfen, dann kommen all da gesimmert, dass mehr ASBL sich konformieren. Ich habe leider nicht die letzte Chiffre bei Hand, aber es merkt ihr wirklich, dass da immer mehr sich konformieren und dass das doch wichtig ist. Ich meine, das positiv in der Reform von 2023 war das wirklich schon eine Prise de Conscience do war von den verschiedenen Obligationen, die das Berlin hun. Natürlich muss man gucken, dass das so einfach wie möglich ist und du werden wir weiter durchschaffen.